7 Landfrauen aus 7 Regionen der Schweiz. 7 Bäuerinnen im Wettbewerb um die beste Regionalküche. SRF bei den Leuten schaut diesen Frauen in den Alltag und in den Kochtopf. Unsere Gastgeberinnen sind Erna Köfer aus dem Appenzellischen Schlatt, Stefanie Moser von Wichtrach, Kanton Bern, Sibyl Meyer aus dem aargauischen Anglikon und aus dem luzernischen Altbüron Romana Zumbühl. Dann sind dabei Ramona Imhasli aus dem Walliser Fieschertal, Silvia Schier aus dem bündnerischen Parsons und aus dem friburgischen Motier Anis Simone. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Wo soll ich? Beim Rohbau oder hinten anfangen? Du kannst jetzt hier schneiden. Warte. Samstagmorgen im Walliser Fieschertal. Ramona Imhasli steckt in den letzten Vorbereitungen für das Landfrauenessen. Gerade die hintere. Zusammen mit ihrer Schwiegermutter Lydia sucht Ramona im eigenen Garten die schönsten Sonnenblumen aus. Ist ja hier noch mehr. So, schön. Wir dekorieren mit diesen Sonnenblumen. Auf den Tisch kommt ebenfalls noch etwas Sonniges. Weil wir sind ja die Sonnenstube der Schweiz und dementsprechend haben wir auch das Motto genommen, Sonnenblumen. Auch die Aprikosen sind typisch für das Wallis und die braucht Ramona für das Dessert. Ich habe mit dem Dessert angefangen, weil ich das nachher in den Kühlschrank tun muss und das muss hart werden. Und dass es ganz sicher dann reicht, für wenn das Dessert dort zum Servieren wäre. Das Oldtimer Boschi ist auf dem Weg ins Fieschertal. An Bord 6 Landfrauen aus der ganzen Schweiz. Und jede will den Kochwettbewerb gewinnen. Bei der Ramona und ihrer Schwiegermutter in der Küche kommt noch keine Hektik auf. Ob sich das denn noch ändert? Die Ramona ist eine lustige, aufgestellte und ich denke, auch wenn man einmal vielleicht Kritz hätte mit ihr, man kann nicht lange böse sein mit ihr. Also ich glaube, die Ramona ist so happy hier unten im Wallis und ich glaube, eben das Wallis ist Wallis, eben das vom Wallis. Die Walliser Aprikosen sind aufgetaut und langsam weich. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie etwas Scharfiges macht und dazu zum Beispiel Safran-Risotto. Die Ramona ist eine aufgestellte, eine lustige und ich schätze sie auch sehr emotional ein. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch je nachdem näher am Wasser gebaut hat. Aber eigentlich auch nicht zum Roststellen. Ja. Zum Schluss des Dessert macht Ramona den Eischaum. Meine Nervosität hat angefangen, als ich angefangen zu kochen. Und ich habe daran gesinnt, dass dann das Gericht, also mit der Gelatine, und die muss einfach hart werden. Und wenn sie nicht hart wird, ist das immer das Problem. Aber das geht, fertig, jetzt geht. Aprikosenjoghurt, Vanillesamen und Eischaum vermischt Ramona jetzt gut und verteilt sie gleichmässig in Gläser. Fein. So, dann tun wir das schon in den Kühlschrank. Und schon sind die 6 Landfrauen da. Danke. Danke. Merci. Vielen Dank. Nicht schnell, nicht schnell. Langsam. Nicht, dass man an Umfall landet. Danke vielmals. Das ist gern geschehen. Hallo! Hallo. Die andere. Gut, Ja.
Hallo, Anni. Grüß dich. Man könnte meinen, die Landfrauen kennen sich schon lange. Dabei haben sie sich erst ein paar Mal gesehen. Lies mir das gewusst. Ja, genau! Dabei ist auch der Rinaldo, Ramona, ihr Mann. Und Rinaldo seine 2 Kinder aus erster Ehe, Sandja und Jorin. Nicht fehlen darf natürlich auch der Kian, der gemeinsame Sohn von der Ramona und dem Rinaldo. Ja, sehr gerne. Zum Wohl, Prost, Prost. Zum Wohl, Anni. Erna, danke. Ja, nein, besser gut. Das ist da für das Essen. Das vorhin schon. Dann erzähl. Lammschi, die ins Mittag. Ja, Bleibt der Weg auf. Ja gut, dann gehe ich jetzt in die Küche, probieren zu kochen. Und dann könnt ihr versuchen, ob das ist gut kommt. Danke. Tschüss zusammen. Kommst du jetzt mit mir? Ja, merci beaucoup. Tschüss. Tschüss. Montagmorgen früh, bei ihm Haslis in der Wohnküche. Danke. Ja. Das gemeinsame Morgen ist für Ramonas Familie ein wichtiges und heiliges Ritual. Kian, magst du noch ein bisschen? Wir sind am Morgen immer am Tisch. Das ist für uns das Wichtigste, dass wir miteinander den Tag starten. Weil der Rinaldo geht dann arbeiten. Wir 2 sind nachher allein bis zum Mittag. Und manchmal kommt er am Mittag nicht einmal heim. Darum genießen wir die Zeit, wo wir hier am Tisch sein können. Das Morgen, das ist ganz eine schöne Sache miteinander. Wir haben zusammen dürfen den Tag besprechen, was abläuft. Sie kommen jetzt Mittag nicht heim. Oder sie am Abend ist der Kleine schon am Nest, bis ich daheim bin. Dann genießen wir das am Morgen eigentlich miteinander. Das Lieblingstier von der Ramona und dem Rinaldo ist das Schaf. Sie haben rund 180 Schafe, die meisten von den Sümmern auf der Alp. Unten im Stall bleiben Zuchtschafe. Mit denen gehen Ramona oder Rinaldo regelmässig an Ausstellungen. Bald steht wieder eine Schafsausstellung bevor. Danke. Und darum tun Ramona und Rinaldo ihre Zuchtschafe sogenannt präparieren. Das ist fast wie bei Miss und Mr. Schweiz Schönheitspflege, die wir jetzt bei den Schafen auch machen. Die Schafe spielen für Rinaldo und Ramona aber noch eine ganz andere zentrale Rolle in ihrem Leben. Ohne die Schafe würden sie sich nämlich gar nicht kennen. Ich bin zu unserem an der Ausstellung mit meinem Vater helfen Schafe aufführen. Und dann sind die Walliser gefahren und dann hilft man einander. Und dann steigt er aus. Und ich weiß noch, wie es gestern war. Hat er ein knallgrünes T-Shirt an und ein Pulli drüber. Da habe ich nur noch Augen gesehen und einen braunen Zähne. Da hatte ich das Gefühl, mal, das will mein Mann. Das wird noch schön weh. Einfach so? Ja. Oh ja. Ja, ist wahr. Dann hast du die Schafe ausgelassen und bin nachher gelaufen wie ein Schaf. Und schlussendlich ist Ramona vom Berner Oberland ins Wallis gezügelt. Heute ist für den 3-jährigen Kian ein spezieller Tag. Zum ersten Mal geht er in die Spielgruppe. Seine Mama ist allerdings aufgeregter als er selber. Ich bin sehr nervös, ja, dass der Kian in die Spielgruppe geht. Ich glaube, er merkt es ein bisschen. Er ist nicht so gesprächig wie sonst. Aha. Freue mich. Hallo zusammen. Hallo. Und Sie die Spielgruppe? Ja. Ich freue mich so viele neue Kinder. Der sagt euch auch. Geil, Hüsi. Fast geht's. Genau, Mami geht jetzt, gell?
Schatz? Ist das gut? Du bist doch hier geblieben, gell? Super. Ich muss mich gerade zusammennehmen, dass ich nicht anfange zu flennen, aber es geht ja schon. Aber auch ihm geht's gut, das ist die Hauptsache. Lieben Sie, gell? Ciao, ciao. In der Zeit, wo der Kian in der Spielgruppe ist, fährt Ramona in die Nähe von Visp. Sie hat einen Termin im Nagu-Studio. So, wie viel hast du jetzt erwähnt? Ja, toll, bitte. Alle 6 Wochen lässt sich Ramona von der Morin ihre Nägel neu gestalten. Wenn ich schön. Kennst du das im Fall, wo am Foto kannst, in Blau machen? Oder? Ehrlich? Wenn du es lieber hast, können wir das machen. Nein, hell, Grund und nachher machst du einfach. Gut. Ich habe das, bevor ich ins Wallis bekam, habe ich das angefangen bei uns im Berner Oberland. Hat das eine Frau gemacht, die das auch so gut gemacht wie Morin. Und ich wollte eigentlich aufhören, als der Kian auf die Welt kam, wegen der Länge. Und dann hat der Rinaldo gesagt, nein, er wollte gerne, dass sie das beibehalten, weil also ihm gefällt und das gehört einfach zu mir. Und ja, ich habe auch nie die gleichen Nägel. Ich habe alle paar Wochen nicht Morin machen und dann trage ich es. Sie macht das so super. So, gefällt es dir? Ja, schön. Wie sie mit diesen Nägeln kochen kann, bleibt der Ramona ihr Geheimnis. Aber machen wir noch mehr. Bling, bling. Höchste Zeit, den Kian von der Spielgruppe abzuholen. Die Leiterin hat angerufen, er habe ein bisschen lange Zeit. Das ist lieb, ja. Wie geht's dir? Hä? Ist gut? Tschüss zusammen. Ciao, ciao. So, dann gehen wir hurtig. So, Deli. Ja, tschüss, Ramon. Ciao. Ramona und Rinaldo wollen das perfekte Wetter nutzen und mit den Kindern einen Ausflug ins Rappental machen, wo ein Seitental vom Goms ist. Einstieg aber. Im Rappental leben über den Sommer gut 140 Schafe von Imhaslis und die möchten sie wieder mal besuchen. Es wartet eine knapp 2-stündige Wanderung auf die Familie. Hier. Das ist kein Schum, machst du mit. Ja, und immer schauen, wo du laufen. Genau. Geradeaus zum Maria. Oder Jorin und Sandja, Rinaldo seine Kinder aus erster Ehe, wandern mit zur Schafherde. Ramona hat sich mit dieser Patchwork-Situation sehr gut arrangiert. Ich habe meinen Mann kennen mit 2 Kindern. Für mich war das in Anführungszeichen nichts Neues, weil er ist von Anfang an, hat er gesagt, ich habe damals einen 7-jährigen Sohn, 5-jährige Tochter. Ich durfte sie auch lernen kennen. Und sie haben mich eigentlich sofort gerade akzeptiert, ja, als Freundin von Papa. Sie sind ganz, ganz feinfühlige Kinder, und ganz liebe. Klar, es gibt andere so, aber ich muss sagen, sie haben mir das nicht schwer gemacht, mich auch hier wohlzufühlen und den Papa gerne zu haben. Ja. Noch ist im weiten und grossen Rappental kein Schaf weit und breit zu sehen. Erst als Rinaldo allein weiter ins Tal hineingeht und das Schaf ruft, kommen sie angerannt. Seit manchem Jahr sind die Schafe die grosse Leidenschaft von Rinaldo. Und auch der Ramona sind die wuscheligen Vierbeiner ans Herz gewachsen. Die Schafe sind ein Teil der Familie Imhasli geworden. Oh, ja. Ja. Ganz wild sind die Schafe auf das Brot, das Rinaldo mitgenommen hat. Willst du das Brot geben? Schau, komm hier, Eli, kannst du eins geben hier. Will nicht? Dann komm mit hier, komm hier. Komm, Bär. Schon seit 20 Jahren mit diesen Schafen zu tun.
Und jedes Mal, wenn die Alpa kommt und wieder sehe, dass alles in Ordnung ist, einigermaßen, das ist schön. Von der Schafe durchs Leben, das wäre wirklich unser grosser Traum, dass man nur mit dem Bauern das Geld verdienen könnte. Aber das ist im Moment so nicht möglich. Sei es vom Einkommen her, mit den Tieren, wenn es in die Metzgerei ist, sei es das Problem mit dem Wolf. Es ist alles, was ein bisschen miteinander spielt. Das wird nie möglich sein. Der Wolf, der macht dem Rinaldo, Ramona und auch den anderen Schafsbesitzer im Rappental schwer zu arbeiten. Immer wieder reisst der Schaf. Erst vor kurzem haben im Haslis wegen ihm 5 von ihren Schafen verloren. Das Wolfproblem ist für uns ein ganz grosses Problem, aber wie soll ich das sagen? Die Angst, wenn wir das Schaf auf die Alpen geben, ist der ganze Sommer da, dass wir die Schafe gar nie mehr sehen. Also, für uns ist es eine schwere Belastung, ja, sehr. Der Wolf macht im Prinzip alles kaputt mit der Schäferei, die wir jetzt seit langen Jahren aufgebaut haben. Es ist sogar möglich, dass so eine Alpa wie diese mit 850 Tieren, wenn das so weitergeht, dass überhaupt kein Schaf mehr zur Alp kommt. Und so etwas ist schlimm. Und das nur so wegen einem Tier, das macht nicht Schaff. Vor dem Wolf nütze auch ein Schutzhund nichts, sagt Rinaldo, weil das Rappental zu weitläufig sei. Die einzige Lösung, die sie haben, sie müssen ihre Schafe auf eine andere Alp bringen. Am anderen Tag. Ramona und Rinaldo sind früh aufgestanden. Der Rinaldo arbeitet bei der Viescher Luftseilbahn. Im Sommer macht er einmal in der Woche für Touristen eine Sonnenaufgangsfahrt auf das Eckishorn. Ramona möchte das heute zum ersten Mal auch mal erleben. Ramona ist ein Geschmuch. Die 36-Jährige leidet unter Höhenangst. Ich habe sehr Höhenangst und Platzangst. Also, ich kann mich jetzt an meinen Mann heben, aber sonst wäre das nicht so gut. Aber eben, es ist ein Erlebnis, das man muss. Und für das muss ich in die Gondel und es daran gewöhnen. Ein paar Wochen drin sind. Morgen miteinander. Morgen. Ich begrüße Sie zur heutigen Sonnenaufgangsfahrt. So wie es aussieht, ist sie noch da. Jetzt, der Sonnenaufgang sollte 6:53 Uhr sein. Und sonst für andere Fragen bin ich noch da. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke. Langsam sieht man die Konturen des Aletsch-Gletscher, dem grössten und längsten Gletscher der Alpen. Ah, weißt du, das ist doch sicher noch der Viescher Gletscher. Das ist der Viescher Gletscher, ja. Hier rechts oben Aarhorn, rechts vom Eckischhorn. Du siehst gerade der Spitz vom Finsteraarhorn. Ja. Wir machen Wannenhorn, Ja. Mitschwader. Es hat sich definitiv gelohnt, hier jetzt früh aufzustehen. Das kann man nicht beschreiben, das musst du erleben. Das ist ein Traum. Ja. Er hat schon manche Bilder gezeigt, aber das selber zu erleben und auch mit der Stimmung, mit den Tieren,
mit den Geräuschen und alles, was der Tag erwacht, das ist traumhaft, ja. Es ist keines Mal gleich und natürlich heute war es noch speziell. Jetzt endlich die Frau mal ist mitgekommen, mit ihr zusammen das zu erleben. Es war wunderschön. Ja, jetzt kommen wir schon bald Tränen, noch mehr als er redet. Ja, sicher. Wie das Arms. Aber nicht so das. Nein. Das war schon Hochzeit. Auch Ramona arbeitet noch. 2 Tage in der Woche macht sie zu Fisch die Buchhaltung für eine Firma, die alles für einen Bau verkauft. Ja, noch schnell die Küchenabteilung. Darf ich dich schnell fragen? Das kann man schicken. Ja. Super, danke. Ich arbeite sehr gerne. Mir gibt es eine Abwechslung. Ich habe ganz liebe Arbeitskollegen, die immer wieder aufbauend sind. Auch wenn es irgendwie nicht gut geht, dann kannst du sagen, heute ist nicht so der Tag. Aber wenn du heimgehst, geht es dir immer wieder gut. Ich gehe sehr gerne arbeiten. Im Haslis bewirtschaften im Vieschertal auch Land. Und darum müssen sie heuen oder enden, was sie jetzt gerade machen. Anpacken tut die ganze Familie, von den Eltern über den Schwager bis zum Onkel. Ramona fühlt sich in dieser Grossfamilie sehr gut aufgehoben. Ich habe mich hier eigentlich sehr gut integriert. Ich durfte eine ganz liebe Familie einheiraten und sie machen mir das eigentlich einfach. Ja. Vom Dorf selber habe ich noch nicht so viel mitbekommen, weil ich bis vor 3 Jahren immer 100% geschafft und zwar außerhalb. Vielleicht auch, weil ich nicht ganz immer hier im Dorf bin und mich halt auch nicht so viel in den Vereinen engagiere, weil Zeit fehlt, haben vielleicht die Leute das Gefühl, ich sei vielleicht arrogant oder ich weiß es nicht und nicht mit einem Dorf oder obwohl das gar nicht stimmt, weil ich bin sehr ein offener Mensch und gehe auf die Leute zu und helfe überall, wenn irgendjemand wirklich Hilfe brauchen. Aber ich wirke vielleicht nicht immer so, weil wir halt viel zu tun haben. Ja, also ich habe nicht immer Zeit für auch Kaffee zu haben. Oder, ja, und so. Ist mir eigentlich auch nicht so wichtig. Das Emden hat Hunger gemacht und darum kocht Ramona zusammen mit ihrer Schwiegermutter Lydia für alle, die geholfen haben. Heute Abend gibt es Äpfel und Käseküchli. Dazu servieren wir Spaghetti, also Öhrchen und Herdäpfel und einen Hippie-Kuchen. Hippie sind übrigens Heiti oder Heidelbeere, für die es nicht verstanden haben. Ab in den Backofen mit dem Hippie-Kuchen. Und jetzt geht es weiter mit der Hauptspeise. Bevor ich im Wallis war, habe ich eigentlich nicht gross gekocht. Ich habe das hier mit auf den Lebensweg mitbekommen. Aber ich koche sehr, sehr gerne. Ja, kochen und backen, beides. Käse und Äpfelscheiben werden im Öl frittiert. Das zusammen mit Teigwaren und Herdöpfel ist ein altes Walliser Rezept, das auch die Grossmutter von Rinaldo gekocht hat. So, ich glaube, von mir aus können wir servieren. Was meinst du? Jawohl. Super. Fertig. Okay. Mehr brauchen wir nicht. Nein, das ist gut. So, Hunger. Hast du Beetschisse? Ja. Und für die Teigwaren? Hunger habe ich drunter. Hunger. Zum Wohl, danke vielmals. Zum Wohl.
Top. Danke. Merci. Das ist fein. Der Countdown für das Landfrauenessen läuft. Ramona schreibt auf, was sie für einen Samstag alles einkaufen muss. Hallo Ramona. Hallo! Ich bin am Schreiben. Bist du schon am Zweck machen? Super. Lydia will sie dabei unterstützen. Jetzt, was brauchen wir da? Das Fleischgarich ist das Wichtigste auch. Der Mund, der Safran. Deine feine Aprikosenkonfitüre, ja? Gut. Mein Verhältnis zu meiner Schwiegermutter ist wunderbar. So eine Schwiegermutter das ist ein Traum zu haben. Ja. Wir haben ganz ein gutes Verhältnis. Sie hilft mir, ich helfe ihr. Wir sind wirklich hier, wir sind einfach ein Team. Und für mich ist es sehr schön, ich darf einfach hier noch alle Enkelkinder genießen. Das ist meine Welt. Das Schönste, was man haben kann. Die beiden Frauen fahren nach Mund, wo oberhalb von Brieg liegt. Mund ist bekannt worden, weil man hier Safran anpflanzt. In Mund gibt es ein paar Safranbauern. Einer davon ist der Daniel Jeziner. Bei ihm hat Ramona frischen Safran bestellt, den sie für das Landfrauenessen brauchen will. Sali? Alle zusammen. Sali. Zum Glück hat er noch den Spritzer da oben. Der kommt noch zwischendrin. Sali, Daniel. Sali. Nein, Sali. Sag, mit dem, was du jetzt da ganz genau machst. Ich habe keine Ahnung, was machst du da? Die Jungzwiebeln müssen wir halt, wenn sie nach oben sind, müssen wir die wieder neu setzen. Jetzt macht man da gerade so ein Loch. Nachher tut man die wieder neu stecken. Fast so, wie man die Herdfutter drin. Genau, richtig. Ja, Jawohl. 1000. Interessant, weil ich habe nicht gewusst, dass der Safran aus einer Zwiebel besteht. Ich glaube, das weiss 3/4 der Menschheit nicht. Und dass die Zwiebel auch nicht mit Blütenbestäubung zu tun hat, hättest du vielleicht auch nicht gewusst. Also, das sind Zwitterpflanzen. Wir im Wallis oder hier im Oberwallis sagen wir Zwicka. Jawohl, Und ja. die Wir im sich Berner Land vegetativ vermehren. Also das hat mit Blütenbestäubung nichts zu tun. Ja, okay. Der Safran, den ich bei dir abstelle, brauche ich für das Landfrauenessen. Darf ich den jetzt haben? Selbstverständlich. Merci vielmals. Der Safran müssen wir vor allem immer dunklen Behältnis, also ist das Brüsflasche. Jawohl, merci vielmals. Und folglich tut man auch immer Räume, im Schrank. Der muss nicht in den Keller, gell? Nein, überhaupt also einfach in einem Schrank normal. Jawohl. Der Mundersafran darf man nur in Fäden verkaufen. Jawohl. Aber trotzdem, wenn man noch verkocht, müssen wir noch mürsen. Wunderbar. Und dann sagst du 4 Fäden? Ja, 4, 5 Fäden, ja. Jawohl. Und das reicht für 4 Personen. Ja, super, wunderbar. Merci vielmals. Salut, Daniel. Danke schön. Ciao, Daniel. Danke schön. Ramona kocht zum ersten Mal mit dem Safran aus dem Mund. Sie ist gespannt, wie das bei den Landfrauen ankommt. Heute steht noch eine andere Aufgabe auf dem Programm. Ich mache den Kräuterbutter für morgen zum Fleisch. Den muss ich in die Gefröre tun, dass wir morgen schöne Förmchen ausstechen können, dass es ein bisschen schön angerichtet aussieht. Die Kräuter holt Ramona aus ihrem eigenen Garten. Für ihre Kräuterbutter braucht sie Peterli, Schnittlauch, ein bisschen Basilikum und Thymian. Dann werden die Kräuter fein gehackt und im Anken vermischt. Mama, das ist gut. Lassen wir so sein. Fertig. Ein Thema zieht sich bei der Ramona für das Landfrauenessen wie einen roten Faden durch. Das Thema Schaf. So soll auch die Kräuterbutter die Form von einem Schaf bekommen. Das langt, das ist gut. Wir probieren. Ja, gerne. Hat noch Löffel? Sag ich auch nicht letzt.
Gut. Gut. Merci beaucoup. Bitte. Es ist Samstag. Der Rinaldo führt die Landfrauen ins Esszimmer. So. Die hat wieder heim. Danke. Ja, nein, ja. Das würde ich jetzt den Leuten sagen. Nein, du musst keine Angst haben. Dann darf ich euch unser Menü heute vorstellen. Es gibt Cholera, eine richtige Walliser Spezialität. Nachher gibt es ein Lamm-Entrecote mit Safranrisotto, dazu Sherry-Tomaten und selber gemachte Kräuterbutter. Es hat eben keinen Platz mehr gehabt, darum tue ich es aufschreiben. Am Schluss gibt es Aprikosenmaustorte und das serviere ich im Glas. Wegen der Temperaturen habe ich jetzt das Gefühl, im Glas sei es viel gescheiter. Nicht, dass es auf das Mal dann nicht so schön aussieht. Ich wünsche euch von Herzen eine gute, ich hoffe, ihr könnt es geniessen. Und bis später. Ja. Das ist doch schmeckt fein. In die Cholera gehören Äpfel, Birnen, Käse, Lauch und Herdöpfel. Die ganze Masse wird im Blätterteig eingewickelt. So, dann kommt da schon der Deckel drauf mit Käse. Käse. Fein. Warte. Hey, Und die Huhn. Das wäre es nicht die Hälfte. Das könnten wir hier oben noch. Ja, könnte man schon. Es ist eigentlich einfach, aber es ist ganz etwas Feines. Ja, voilà. Das ist auch, wo bin ich nicht sicher, ob das gerade jede Frau gerne hat. Das ist auch so ein bisschen noch so ein kribbeliges Gefühl. Die Cholera hat ihren Namen tatsächlich von der Krankheit. Im 19. Jahrhundert war während der Cholera-Epidemie der Tauschhandel mit Lebensmitteln verboten. Mit den Restprodukten, die man noch daheim hatte, hat man das Gericht Cholera kreiert. Geht's noch, ja? Ja. Jetzt freuen wir uns über Wein. Wir können hier einen Schluck Wein essen. Es ist ein Favi, ein Assemblage-Wein. Er besteht aus 60% Chardonnay, 30% Petit Darwin und aus 10% ist noch Arminia drin. Und ist aus einer Walliser Kellerei, Fasillo. Das ist ein Faberwein. Mögt ihr alle einen Schluck? Ja, schon. Danke. Ja. Merci. Gesundheit miteinander. Danke. Hoffentlich fruchtet ihr. Ja, tut es gut. So. Rund 1 Stunde war die Cholera im Backofen. Jöpla, die will schon verreisen. Super, merci vielmals. So, gehst du die Mastüre? Schau jetzt den Blätterteig. Danke. Doch, ja. Cholera. Sogar mit einem Schöfchen drauf. Danke, Strasse. Ist gut. Also 2 geht nicht. Gut miteinander. Danke. Merci vielmals. Die meisten Landfrauen kennen Cholera nicht und probieren zum ersten Mal diese Walliser Spezialität. Zwiebeln für dich. Und Äpfel, ich finde das ein bisschen... Nein, ich liebe die Gegensätze. Also der Wein, also mit Fleisch schon, aber der Wein passt gut dazu. Ja. So Käse und... Ja, der Wein ist meinst du? süffig, er ist wieder viel zu gut. Ja, gut. Also was ist jetzt so? Äpfel, Lauch, Herdöpfel, Käse. Und Käse. Ich glaube, Herdöpfel jetzt nicht. Mal. Das wird doch das... Ja, das Gefühl stark raus. Ja. Auf jeden Fall. Das ist fein. Ja, es hat so einen kleinen Rösten-Touch. Ja, genau.
Wie immer verteilen die Landfrauen auch Noten für die Vorspeise. Heute für die Cholera. Dankeschön. Die Vorspeise Cholera hat mich ganz speziell gedacht. Das habe ich überhaupt nicht gekannt. Und das finde ich immer so spannend, wenn man vom Kanton ein Gericht bekommt. Ganz raffiniert, schön gemacht, schön daherkommen. Das Einzige, was ich finde, es hätte ein bisschen mehr Gewürze drin sein. Pfeffer und Salz auf dem Tisch ist ganz gut. Haben nicht alle gern gleich scharf gewürzt. Aber wenn der erste Biss ins Maul so ein bisschen les ist, dann ist irgendwie fehlt einfach ein bisschen etwas. Und ich glaube nicht, dass man mit Pfeffer und Salz das gleiche Aroma herbringt. Der Wein hat sehr gut gepasst dazu. Er war so ein bisschen süsslich, aber zum Käse ein guter Wein. Kann ich einfach nehmen? Das sind jetzt die Safranfäden, die Ramona zum Mund geholt hat. Das geht eigentlich noch zackig. Es braucht nur wenig Safran, dass das Risotto den richtigen Goût überkommt. Da kommst du gerade Hunger. Das Safran-Risotto schmeckt sehr fein. Ich habe gerade Hunger bekommen. Also, ich würde nicht essen, ja. Da muss mehr Safran drin, das ist Kabis. 2-3 Fäden dürfen es mehr sein. Hoppla. So. Etwa 25 Minuten muss das Risotto in der Pfanne kochen. Und nicht vergessen, immer schön umrühren. Mit dem nächsten Wein. Jetzt machen wir ein Foto. Komm, Rinaldo. Ich gebe einen Schluck Rotwein zur Hauptspeise. Das ist ein Pinot Noir. Sehr naturnaher Wein. Ist aus Fahren. Haben alle gerne einen Schluck Rotwein? Ausnahmsweise. Ja, wir nehmen sonst gar nicht so viel. Ja, sonst nehmen wir es. Ja, wirklich nur. Aber heute nehmen wir ein bisschen mehr. Ist es da? Ja, heute, weil du da bist. Gut, das freut mich. So Und jetzt kommt der wichtigste Teil des Essen. Die Lamm-Entrecôte, natürlich aus der eigenen Zucht von Im Haslis. Ich tue gerade die Grösse. Die leicht marinierten Lamm-Entrecôte braten Ramona kurz im heißen Öl auf beiden Seiten an. Vom Fleisch steht oder fällt mein Gericht, das ist richtig, ja. Darum bin ich schon noch ein bisschen jetzt gerade nervös, ja, dass es gerade auf den Punkt kommt, ja. Nach dem Anbraten müssen die Lamm-Entrecôte für 10 Minuten in den Ofen. In Alufolie sind sie verpackt, dass sie nicht austrocknen. Ich gehe nur noch Fäden kaufen. Zu wenig. Scheisse. Pardon. Noch sind die Lamm-Entrecôte nicht ganz durch. Das Lamm ist ein bisschen dick. Also wir hatten zu gute Lämmer für das Metzger. Und jetzt braucht es gerade ein bisschen länger. Also ich tue es auch noch ein bisschen anbraten, je nachdem, wie es ist. An gewissen Orten ist es tiptop, an gewissen Orten ist es halt noch roh. Und für Frauen haben gerne mehr durch, als die Männer. Ja. Tomaten, die sind schön so. Ja. So macht mein Lamm. Ah ja. Ein zweiter Versuch. Oh, das ist schön. Das kann man anrichten. Juppie. Das ist jetzt ganz schön. Die Ramona ist erleichtert. Der Hauptgang kann angerichtet werden. Voilà. Lieber Herrgott, danke. Hoffentlich ist sie gerne nicht durch. Das ist super. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Danke. Reis haben wir bis die nächsten 14 Tage.
Wow. Schön. Danke. Merci. Gut miteinander. Merci vielmals. Es hat super aus. Gut zusammen, ja. Super. Ja, ist gut. Für ein Aber weißt du, das Braten beim Gewürz, ja, das ist etwas anderes. Aber Ist nicht mal der bei Kräuterbutter fehlt auch das Gewürz. Das Salz einfach. Weil schon das Fleisch ziemlich dezent gewürzt ist. Es darf doch ein bisschen rassiger sein. Aber du musst ja wieder sagen, für das hat sie ja das auf den Tisch gegeben. Weil sie es vielleicht auch ein bisschen gewusst hat. Okay. Safran Risotto war sehr fein. Das war auch eigentlich gut gewürzt. Die Tomaten haben mich hat sehr fein getucht. Dort hat es gar kein Gewürz gefällt. Das hat mich oben rausgetucht. Und beim Lamm war super auf den Punkt gebraten. Es hat einfach zu wenig Kost gehabt. Also wenn sie das noch richtig gewürzt hat, hat sie es 10 bekommen. Aber die Würze hat ihr gefällt einfach. Fleisch war perfekt gebraten, gart, es war perfekt. Aber es hat ein bisschen mehr Würze haben. Der Rotwein war sehr ein guter Rotwein. Es war ein Pinot Noir. Und er hatte eine leichte, prickelnde Art am Schluss. Aber es war sehr gut. Es hält. Es hält. Und zum Abschluss vom Landfrauenessen das Dessert, das Ramona am frühen Nachmittag hat vorbereitet. Ein Joghurtmousse mit Walliser Aprikosen. So, das Heuen ist super. Tiefer. Und auch da darf das Schäfli nicht fehlen. Das Mal ist es aus weisser Schoki. Danke vielmals. Der Rinaldo macht das super. Ja, das muss man also sagen. Ja. Da gibt's, schade, dass man dich nicht beraten könnte. Wasser, ja. Kommen wir mit Wasser. Da kommt vielleicht. Gut beim letzten. Danke vielmals. Das Vanille hat aber auch Kumarine drin, darum schmeckt das auch wie Heu. Nein, ich nehme den Wein, Aprikosen, nicht die Brüste. Aus Dessert von der Ramona benoten die 6 Landfrauen. Super, wir haben einfach durch. Wasser müssen Sie geben, habe ich ja schon mal gesagt. Es war fein. Es war auch sehr hübsch präsentiert mit dem Schöfli noch nebendran. Von der Portion her war es ideal. Das Dessert war sehr, sehr fein. Ich bin ja eigentlich jemand, der nicht so gerne Süßes hat. Für mich muss das also schon relativ hochstehend sein, dass es gut ist. Und das war wirklich der Burner. Das war vom Geschmack her super. Geschmacklich war das Dessert super. Ich hätte 2 verdrucken. Ja, ein paar Kaffeerunde. Kaffee. Super, jawohl, mache ich. Ja, bitte schön. Ja. Danke. Danke. Was du hast, da mich 3 geküsst, das geht da nicht. Es ist geschafft. Und jetzt können sich auch die Walliser Gastgeber bei Kaffee und sauber gemachten Güezi entspannen. Ja. Hallo? Mein Mann hat es serviert, ohne am Boden zu kriegen. Jetzt probiere ich das auch noch. Jawohl, danke vielmals. Die Ambiance war sehr einfach und schön dekoriert. Sehr viel mit Schaf. Das ist natürlich schön. Für sie, die noch Schaf haben. Sehr schön. Ja, das habe ich schön gefunden, die Dekoration, die sich das Schaf durchgezogen hat. Ist ja auch noch auf dem Hömmli aufgenommen. Doch, das habe ich sympathisch gefunden und es war auch herzig und eine gute Idee und auch kreativ umgesetzt mit diesen Schokischöfli, Kräuterbutterschöfli. Das habe ich schön gefunden. Und passt natürlich auch. Nächsten Freitag sind die Landfrauen zu Graubünden. Gastgeberin ist dann Silvia Stschier. Schon am Montag gibt sie Auskunft im Radio SRF 1 über ihre Kochkünste. Welche von den 7 Landfrauen oben ausschwingt, kommt am 9. November im Finale aus.